Wir sind lo zu Ippelding bei Ettelbrick a mir leieren de Familie Lux kennen. Ich mengen et geht do Limousin. Sylvie Lux. Bonjour, wir sind heute zu Ippelding Familienbetrieb Lux. Der geht an der zweiten Generation von unseren Eltern überholt. Der Schwerpunkt ist Mammuko-Haltung mit Fresserproduktion. Wir haben 120 Mammukäi im Betrieb. Das heißt 250 bis 300 Bächten am ganzen im Betrieb. Wir haben ein halbes Tage bis 2 Ganztagen im Betrieb schaffen. Und hier haben wir drin gesehen also Jungviehstall, wo normalerweise als Jungbächte von 9 bis 24 Monate auf Streh laufen. Ah, wo sind Bächten dann? Die sind momentan auf der Wiss, weil das ja Sommer, also von Frühjahr bis jetzt, laufen sie bei uns auf der Wiss da draußen, wo sie dann hier Frischgras zu sich schulen. Am Dosio als Limousin. Jean Lux. Ja, hier am Hintergrund sieht als Limousin, die hier auf der Wiss sind. Das sind Kühe mit kleinen Kalver. Das Kalver hat 3 Monate. Das heißt, die sind im Zeitraum von Februar bis April auf die Welt gekommen. Das ist eine Aufkaufperiode bei uns im Betrieb. Das sind ein rund 80 Kühe, die dann aufkaufen. Die anderen 40 Kühe, die kaufen im August, September auf. Das Kalver bleiben bis einem Alter von 8 bis 9 Monaten bei ihrer Kuh, wo sie dann die Milch von ihrer Kuh trinken. Kälber gehen von der Kuh aufgesetzt. Wie geht es da weiter mit der Obzucht? Ja, wenn Kälber dann aufgesetzt gehen, die männlich, die gehen weiterverkauft und den Mäster, den hier am Land ist, den mäscht sie da fertig und dann gehen sie dann nur am Kader vom Kaktus, Lützebäuer Rindfleisch verkauft. Das ist auch ein Teil vom Label Produit du Terroir. Als weiblich, die gehen gehalten und die gehen da weiter abgezielt, für dann nur können besteuern zu lassen. Das heißt als Nutzzucht, an die man nicht halten. Die gehen bei uns im Betrieb gemascht. Und da gehen sie an einem, wenn sie da fertig sind, an einem von unseren 2 Schlüchthäusern hier im Lützebäuer Land geschlücht. Und davon diese Produit Lützebäuer Rindfleisch bei ihrem Metzler oder am Supermarkt in der Theke und dem Label Produit du Terroir. Wie wird das denn Label Produit du Terroir Lützebäuer Rindfleisch so wichtig für eine Jungbauernfrau? Für mich ist es wichtig, dass der Konsument weiß, wenn er das Fleisch kauft, dass ein Label, den er von 4 bis 100 kontrolliert. Das heißt, Kontrolle von der Geburt vom Kalf, über die Fütterung, über die Obzucht, bis dann das Schlüchthaus geht, und dann am Schlüchthaus wird er geschlücht wird und dann weiter verschafft wird beim Metzler, wo es das gute Stück Fleisch an der Theke zu kaufen kriegt. Was gefällt dir so in diesem Beruf? Mein Beruf gefällt mir, dass ich all Tag besser in der Natur bin, mit der Natur kann arbeiten und natürlich mit meinen Tieren, dass ich mit denen arbeiten kann und dass es denen gut geht. Und gibt auch Wünsche für die Zukunft? Ja, das heißt, dass wir morgen einen fairen Preis kriegen, wenn wir so gucken, für 40 Jahre, wenn die älteren Großeltern das Fleisch verkaufen, haben sie 160 Lützebäuer Franken gekriegt, das sind so umgerechnet 4 €. Und ich gucke 40 Jahre spät, zu der heutigen Zeit, kriegen wir die mal nicht mehr. Das heißt, der Wunsch ist, dass die Leute bereit sind, für einen fairen Preis zu bezahlen für ein gutes Stück Fleisch. Ich wünsche mir, dass Lützebäuer Konsumenten Lützebäuer Rindfleisch kaufen und damit als Lützebäuer Fleischbauern unterstützen. Von der Chambre d'Agriculture haben wir Christian Wesser bei uns und da gehen wir mehr über den Label Produit du Terroir geworden. Ja, Christian, du siehst, das Label Produit du Terroir Lützebäuer Rindfleisch, das gibt es schon seit 1994, das heißt seit 25 Jahren gibt es das Label an. Unter dem Label gehen am Endeffekt Lützebäuer Bächte vermerkt. Das heißt, das Rindfleisch wird zu 100% Origin Lützeburg schuet. Die Bächte gehen hier im Land geboren, sie wurden hier ab, wie ihr hier seht, auf den Betrieben vom Jean Lutz zum Beispiel. Und da gehen sie auch hier geschlurcht an den 2 Schlüchthäusern an, sie gehen hier dekoupiert und auch hier vermerkt am Land. Das ist wirklich ein 100% Origins-Label. Wir haben am Label gehen ca. 16.000 Bächten am Jahr geschlurcht und das machen ungefähr 6% von Lützburger Schlüchtungen aus, sodass es aber schon ein repräsentatives Label darstellt. Und wo Sie wissen, wir haben hier am Land als landwirtschaftliche Fläche, die besteht zu über 50% aus Wiesen und Weiden und sind eben gerade das Kulturlandschaft, die ganz vielfältig ist und die eben sowohl was Milchproduktion angeht, wie auch Traumfleischproduktion, durch die Produktionen gehen das Kringlandschaften von valorisiert und dafür ist das Label eben ganz wichtig, trägt dazu bei, dass das Landwirtschaft auch kann, so weiter gefördert gehen und auch vermerkt gehen. Und natürlich darf der Präsident von der Limousin sich da auch nicht fehlende Mark Wagner. Ja, welche Bedeutung haben die Fleischrassen und Fleischproduktion hier am Land? Das so, neben den Milchrassen, die selbstverständlich auch im Produit du Terroir sind,
och nach die bësse méi Flech betont oder Flech speziaiséiert Rassen dann och nach Gëtt ha am Land. Die gréissten ass de Limousin, mi hunn Charolais, mi hunn Aubrac, mi hunn Angus, mi hunn Galloway, nach Äner mi Kleinrassen dabei. Am ganze Mächen seg 26.000 Kréi hai aus ha am Land an sinn eng 815 Betrieber déi Flech Rassen halen. Wat zeechen deng Fleechras aus? Ma wann man vu Fleechras schwätzen, dann schwätze man vun enger Mammekou. Dat heecht die Kou die krit all Jo e Kalef. Dat Kalef gëtt ënner der Kou gezielt, dat heecht et drinkt die Mammemëllech bis tëcht 7 an 9 Meint. An Dono muss Kou derm rachte fir d nächste Rëm e Kalef dann ze kreien. Du hast einfach den Fleechbetonung as umbéicht méi héich wie bei enger Mëllechras, die dann herzeg kal gëtt fir Mëllech ze strächen.